Der Konsul von Kanada wurde zum chinesischen Außenministerium geladen, um dort aufgrund der Verhaftung des Ming Wanku, CEO von dem Konzern Huawei, gerügt zu werden. Bei Nichtfreilassung würden schwerwiegende Konsequenzen für Kanada zu erwarten sein. Für ein gemeinsames Manöver trafen sich chinesische Soldaten am 8. Dezember in Pakistan ein. Das Treffen für gemeinsame Übungen soll 3 Wochen stattfinden. Aufgrund des 26. Jubiläums der Landesverfassung erteilte Şevket Mirziyoyew, Präsident Usbekistans, 136 Gefangenen Amnestie. Auf einer Zeremonie in Taschkent verkündete er von der Freilassung, begründete diese mit der Reue der Gefangenen und sichtbarer Verbesserung ihres Verhaltens. Feierlich unterschrieb er dazu ein Schriftstück. Bereits im Juni zu Ramadan unterzeichnete Mirziyoyew zum ersten Mal in der Geschichte einen Vertrag, der die Begnadigung von Häftlingen beinhaltet. Aus der israelischen Armee geht die Mitteilung hervor, dass das Feuer auf vermutete Anhänger der Hisbollah, die sich der Grenze genähert haben sollen, eröffnet wurde. Am 4. November startete die Operation Nordschild, welche die Tunnel der Hisbollah vernichten sollte. Die in Paris tobenden Proteste der Gelbwesten haben sich auf Belgien und Holland ausgeweitet. Sie allesamt fordern den Rücktritt ihrer Regierungen.